Seid gegrüßt, ihr hört die Bostoner jüdische Radioprogramm Das jüdische Call auf Radiostanzie WUNR 1600 AM Brookline, Massachusetts, wie euch auf der Internet jiddishvoice.com und durch Podcast unter dem Namen The Yiddish Voice. Die Programm kommt zu euch alle Woche, schon über 2 Jahre zendlich, Mittwochabend von 7:30 bis 8:30, das heißt 7:30 bis 8:30 in Abend. Da wird ihr hören alles auf Jiddisch, Interviewen mit Künstlern, Gelernte, Schreiber, gesellschaftliche Tour und allerlei Gäste. Da wird ihr hören Musik, Lemoschel, jiddische Volksmusik, Theatermusik, Chazones, Auftritten von die Heintike und Amolike, Klezmorim und Singer. Und weiter wird ihr da hören Neues von der Welt und befragt von der jiddischer Gas. Dazu Reklames und Ansagen wegen Unternehmungen, Geschehnissen und Produkten, was können interessieren dem Jiddisch-Eulen. Ihr könnt sich mit uns verbinden durch unsere Webseite jiddishvoice.com und durch Twitter @TheYiddishVoice. Lasst wissen eure Bekannte wegen unser Programm. Hört sich zu und hat eine neue. Israel Bookshop ist das Haus von dem jüdischen Buch. Wir haben auch von uns von jüdischen Schriften, religiöse Artikeln, von Bar Mitzvahs und von Davnen, wo ihr Bücher und Taschmes. In unser Geschäft könnt ihr kriegen alles, was ihr darf, unter einem Dach. Wir befinden sich auf 410 Harvard Gas in Brookline. Unser Telefon ist 617-566-7113. Noch einmal, das Telefon ist 617-566-7113. Sein zufrieden, es ist der Jontef Heim bei Jeden. Urim, Burim, Gurim, Durim, singt a Liedele von Purim, singt a Liedele von Purim. A guten Abend, ihr hört das jüdische Call auf WUNR 1600 AM Brookline und euch auf dem Internet jiddishvoice.com. Das redet zu euch Meir David. Und wir haben euch als speziellen Gast Michael Wex oder Michael Wex, ein bekannter Schreiber und Humorist, und mit mir und Shalom Beinfeld und Leah Levitt wollen haben eine kamoi ernste Diskussion wegen Purim und jüdischen Humor. Singt a Liedele von Purim, singt a Liedele von Purim, singt a Liedele von Purim, a Liedele von Purim. Ay, 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 ay. Ach, nicht was fort in Stadt, halt sich in ein Packen, sie darf auf Purim kaufen Mehl, Hommentaschen backen. Hopp meine Hommentaschen, hopp meine Weiße, hopp mit meiner Hommentaschen, hat passiert am Meise. Hopp meine Hommentaschen, hopp meine Weiße, hopp mit meiner Hommentaschen, hat passiert am Meise. Es geht der Regen, es geht der Schnee, es kappet von die Dächer. Ich jachne 14 Kornmehl in a Sack mit Lecher. Hopp meine Hommentaschen, hopp meine Weiße, hopp mit meiner Hommentaschen, hat passiert am Meise. Hopp meine Hommentaschen, hopp meine Weiße, hopp mit meiner Hommentaschen, hat passiert am Meise. Jachne trockt schon Schalachmones zu der Mummenjente. 2, 3 schwarze Hommentaschen, halbbräu und verbrennte. Hopp meine Hommentaschen, hopp meine Weiße, hopp mit meiner Hommentaschen, hat passiert am Meise. Hopp meine Hommentaschen, hopp meine Weiße, hopp mit meiner Hommentaschen, hat passiert am Meise. Kann Emetzer ein bisschen erklären, was kommt vor in dem Lied? Oi, jeder geht kaufen Mehl, backen Hommentaschen, aber es ist ein bisschen nicht mit dem ganzen Sinnen. Sie geht an eurem jeden mit der Sack, was hat Lecher. Und sofort in Stadt kaufen
mehr zu backen Homentaschen. Wollte das. Ich kann bemerken, als das Lied vermogt nehmen, was man hört nicht sehr oft auf der jüdischen Gast, Jachne Dwosche und euch Jente. Aber ich meine, dass in der Zeit, was man das geschaffen, sind sie gewähnt normale Namen, nemmes? Ja, sie sind gewähnt als so verspricht, sie sind so eine Namen gewähnt wie Heint Myrtle oder Selme, was auf Englisch, wir sind gewähnt verspricht in einer gewissen Dauer. Und nachdem hat man nicht gegeben, die Kinder also einen Namen, weil sie sind schon gewähnt, die Namen oder von der Mamis oder schon von der Buben. Sie sind gewähnt ein bisschen altmodisch. Es hat man ungeheuben, unriffen, Weiber, Freuen, wo sind gewähnt, also wie Rio Weinreich sagt, petty, sentimental, talkative Jewesses, ein bisschen altmodische Frauenzimmers, mit Ort die Namen, oder Jente, oder Jachne. Jachma Polish. Wir pflegen mir sogar allemal Jachne, anstatt Jente, für eine Frau. Hat es geheißen, a Jachne ist gewesen als eine Frau, was redt zu viel und redt Laschen Haare und solche Sachen? Ja, a Jachne ist gewesen a Jente. Es ist dieselbe Sache, dieselbe Jente, nur anders geschleiert, wie man vielleicht sagen. Erst soll man zurückkehren zu Jachne, weil unser amerikanischer Präsident Trump hat übergenommen Jente. Es ist doch ein komisches Lied und ein Purenlied. Und lachten sich ab von alles. Und da auch für Schalachmannes. Sie backt Homentaschen, wo sie eine halb gebrannt ist. Sie trocknet die Mehl und sagt mit Lachen. Es ist die ganze Sache, es ist ein Gelächter. Es ist nicht, es passt sich zu Purim. Purim werden von alles ablachen. Viele von Purim allein. Alles ist verkehrt. Ja, man vielleicht haben, bei uns in Yeshiva vielleicht man nicht aufstellen kein Purim spielen. No, man hat gegeben Purim-Teuren, es gewinnt ein Purim-Ruf, und so weiter. Alles ist gewinnt verkehrt. Alles wird verkehrt im Purim. Man sagt auf Jiddisch, ein ganz Jahr schicker und Purim nichter. Nichter, ja. Ja, genau. Wir wissen nicht gesagt wegen dem Mechaber. Heißt Pirozhnikov, durch sich Yitzchak Pirozhnikov, gelebt in Amerika, aber wir weiß wenig wegen ihm. Das ist geblieben, also zu sagen, sein Monument ist das Lied, wie ein Volkslied. Ja, das Lied ist sogar ein Volkslied, danke. Ich will spielen das Lied und danach wird Lea ein bisschen geben reinführt zu der Pièce, von wann das stammt. Und das ist die Megille von Itzik Manger. Jetzt sagt sie. Fast Rigosse, der Schneider jung, dreht sich unter die Fenster. Gedenkst du, Esther, du hast mir gesagt, als ich bin bei dir, der Schönste. Gedenkst du, Esther, du hast mir gesagt, als ich bin bei dir, der Beste. Verwoche hast du mich abgenagt, sag, gib loschen Esther. Gedenkst du jene Nacht? Ja, ich hab geguckt, dass die Megille Mangas so schön ist. Das ein Dank mehr, was mir gebeten hat, es zu reden davon, weil ich habe vergessen, wie ich habe es lieb. Ja, also die ganze Mangas Megille ist sehr komisch, und sie passt Tage für Purim, weil es ist alles übergekehrt. Erstens, der Manga erzählt, hat verändert er die Mainze. In sein Megille hat Esther ist verliebt in einer Schneiderjung. Und, aber der König verdreht ihren Kopf und sie geht zum König. Und das Lied, was du hast gelernt, ist der Schneiderjung, was heißt
Fastrigoso und Manga so, es ist komisch, weil spielt sich mit der Sprache. In Fastrigoso, der Nomen kommt doch von dem Wort zu verstrigen, was ist ein Schneiderjung schneiders strigen, basting mit dem Nudel, heißt der Fastrigoso. Und ist ein Porsche, weil ist nicht ein größer Schneider, aber verstrigen wird nur, dieser Fastrigoso. Und zweitens, auch aus dem, in Mangas Megille macht der Porsche, der Schneiderjung, an Attemptum, das heißt an Attempted Assassination auf den König. Die ganze Mainze ist anders und heldisch und euch ist es komisch, weil Manga macht es als Warftereien anachronistisch. Haben alle die Akteuren, die Leute von der Megille sind in der tanachischen Zeit und in der heutigen Zeit. Das ist Mangas heutiger Zeit, was ist 1936, aber es ist nicht weit von unserer heutiger Zeit. Ist das Lied, der Megille-Lied, ist geschrieben mit so viel anachronistische, viele Wörter. Es ist da auch slawische Wörter. Zum Beispiel, Homen geht darum und besert sich auf dem Jid Mordechai. Redet wie ein slawischer Jiddisch, ein Slawe wie ein Polak, ein Ukrainer, und trinkt. Und was ist noch sehr komisch in Manga schreiben, ist, als alle die Leute von der Megille reden wegen Purim. Und viele der Homen, wo sie in ein Kapitel von der Megille kann Homen nicht schlafen. Dreht sich herum und schellt dem Jid, und gießt sich an, verlehnen von dem Text, gießt sich an von der Flasche, a Kellisch bronfen und verbeißt mit der heißen Homentasch. Das ist in der Megille. Und Mordechai heißt Reb Mordche und verkauft Schnurrwadlis und Seif in Königshäuf. Es ist alles achronistisch. Und mehr, was wir gebeten zu lernen, ein Kapitel, was Punkt das, was das Lied ist, was ist ein sehr schönes Kapitel, und sie heißt die Elegie von Fastrigoso, und in der Elegie erklärt der Fastrigoso, wie er so vertreuert als Erster ist von ihm weg und so hat sich verdreht der Kopf mit dem Melch und so hat sich vorher zu ihm zugesagt und versteht nicht, was hat so passiert. Also schreibt Manga. Fastrigoso, der Schneiderjung, dreht sich unter die Fenster. Gedenkst du, Esther, du hast gesagt, als ich bin bei dir der Schönste. Gedenkst du, Esther, du hast gesagt, als ich bin bei dir der Beste. Vor welche hast du mir abgenährt? Sag, gib loschen, Esther. Gedenkst du jene Nacht, wir sind gestanden im Teuer? So hat geregnet und ich hab dir gesagt, a Sod in euer. Lass mir beide entläufen kein Wien und lass mir auch bestellen. Hast du dämmelt getrogen a Zitzenkleid und a Schnirlreute Krellen? Hast du sich verreutelt und gesagt, nu und der Vetter wird doch seinen Kass. Ist Meile, Wetter? Und mir haben gegeben sich die Hand und abgeschmust, was Gicher, mir Zashem, auf Schabes noch Shavuos, wird sein die Huppe sicher. Jetzt hat sich der Vetter übergerät, hat dich der Vetter übergerät und du liegst in Palaz dorten
Und ich hab verspielt meine junge Jahre, wie ein Kartoschnik in Korten. Ich wollte jetzt gelaufen, Esther O'Krein, auch ob zum Teich sich tränken. Hab ich Meure, als teuter Heid, soll ich noch dir nicht denken. Ich wollte sich gelassen, Esther O'Krein, wogeln auf alle Wegen. Hab ich Meure, als überall, wirst du mir kommen ankegen. Und wirst mir sagen dasselbige, mein Schönster und mein Bester. Verwoche hast du mir abgenarrt. Sag, gib loschen Esther. Und mir haben gegeben sich die Hände und abgeschmust, was gicher. Im Jirzaschen, auf Schabes noch Schwuß, wird seine die Chassene sicher. Ist dort dir der Vetter, übergerät, und die liegst im Palaz dort. Und ich hab verspielt meine junge Jahr, wie a Kartioschnik in Kurten. Wollt jetzt gelaufen, Esther O'Krein, herab zum Teich sich tränken. Hab ich Meure als teuter Hei, soll ich noch dir nicht denken. Wollt sich gelassen, Esther O'Krein, wogeln euch alle Wegen. Hab ich Meure als überall, wirst du mir kommend entgegen. Und wirst mir sagen, dasselbige, mein Schönster und mein Bester. Verwoche hast du mich abgenarrt, sag, gib loschen Esther. Sag, gib loschen Esther. Interessant ist gewesen, was Manger hat bewiesen, dass zu sein auf der jüdischen Bühne in Israel, wo es ist nicht gewesen leicht vorzustellen, ein jüdisches Spiel, aber es ist gewesen ein größer Schlager und weiter ist das geblieben koscher, nicht nur zu spielen auf der Bühne, sondern hat das filmiert und gewesen auf israelische Television. Wir haben das genommen von Israel Television von einmal auf YouTube. Dann kann das ist der Television-Instanz für Israel. Und das gewesen in der Ausführung von Gadi Yagil, was lebt noch. Und er hat gekannt gut Jiddisch und in die ersten Jahren hat man das Weißdeutsch gespielt, gemacht im Ganzen auf Jiddisch. Und man kann euch sehen, später dicke Aufführungen von Mangers Megillah, von Television, was sie seien zum Sof im Ganzen auf Hebräisch. Ja, Gott sei Dank, also Manger hat erlebt, im Schuss zu sehen seine Lieder, zu haben dem Erfolg, was ist ihm Tage gekommen. Ganz gehabt ein bisschen Naches in die letzten Jahren. Ja. Ich habe ihn einmal getroffen. Er ist gewesen in Amerika und der dämmertige Rav von Harvard Hillel hat ihn verbeten zu einem Abend in Harvard Hillel. Gekommen sind öfter 10 Menschen und ich zwischen sie. Es ist gewesen so unmittig. Aber er hat etwas erkannt, als ich kenne Jiddisch besser von den anderen. Und er hat gebeten, ich soll bleiben mit ihm eine Weile. Und er hat getrunken. Hat er lieb gehabt und geräuchert. Und gerät, sich ein bisschen abgerät von Herzen. Und der Mond, als die polnische Regierung hat ihm verbeten, zurückzukommen in Polen, ihm zugesagt hat, sagt er, hat er gesagt, gib mir 1 Million polnische Jiden. Oh, gut geantwortet. Gut geantwortet. Ja, aber er ist gewesen in der Zeit eine tragische Figur, so viel ein Schwerleben gehabt und durchgemacht. Kommissars sich herausgeraten wird von Europa auf ein Schiff von Marokko. Und zum Sof in Israel gehabt ein bisschen Naches.
Ja, der Wahlsorger, Gott sei Dank, hat erlebt, dass gewalget und geblieben das Wärtel. Hab sich gewalget in der Fremd, die zoll verwalgeren in der Heim. Ja, ich so gesehen oft. Okay, Chavre, lassen wir jetzt hören bis kurz Auszug von Jigen und Schumacher und danach wird Sholem ein bisschen übergeben wegen Jigen und Schumacher und danach werden wir haben eine ernste Diskussion wegen jüdischen Humor und Purim. Also, also wie ich macht alle mit der Krieg Appetit. Nein, ich wollte trinken erscheinen. Danken, oder der Doktor hat dich mir verwehrt zu trinken. Ich tue dich nicht trinken. Ich bin Machabe, dir zu. So redet er sich jetzt wild, bin ich jetzt Sie zu, let er ja trinken. Ja, gleich mir, der Doktor weiß man seine Hände fies, was redet schon. Lachai, wir sollen sagen sind. Mein, ihr ruhig. Lachai, wir sollen wegen trinken. Mein, ihr ruhig. Lachai, wir sollen machen Gittergeschäften. Mein, ihr ruhig. Lachai, meine Sonne soll nahmen mit einer schwarzen so. Mein, ihr ruhig. Peter, sei schelten, das ist nicht gekocht. Peter, also ihr lasst nicht nehmen im Ohren, wenn ich den Wünsch. Wer lasst doch nicht, aber für Bas, nimmt ein Stückchen Lachs. Und hat ein Stückchen Lachs. Sind doch etwas Gunisch, Gentlemen. Ihr seid mir, Mohammed, nehmt das 6 größere, mir geht das kleinere. Was wollt ihr getehen auf Mann? Ihr auf Ort wollt mir genommen das kleinere. Nie hat das kleinere. Sind ihr, ich kann auch sagen, sind ihr auf heute? Ich kann auch sagen, wissen schon wieder genommen die Zeitung. Folgt mir, leite weg die Zeitung, ihr nicht wissen, wo sie rest und wo sie allein. Und also weiß ich ja, wo sich allein. Aber ich will wissen, wie also ist die ökonomische Lage bei uns im Land, bei uns in Israel. Ja? Kann ich doch gar nicht herauskriegen. Sie schreiben doch etwas Tertisch. Ich mag Nazi. Was? Leint ihr durch und geht mir zu verstehen. Schwer zu verstehen. Der Handelsminister hat erklärt die Definition von Inflation. Inflation ist, wenn die gegenwärtige Stagnation stimuliert die Konsequenz, was die ökonomische Abnegation graduiert Kulmination. Ihr meint, dass ich weiß ja, was Sie schreiben, du. Aber was ist doch schwer zu verstehen? Sie meinen, man macht schlechte Geschäfte. Was darf man so will zu reden, kann er doch sagen, ein Wort, Motten, Dallas im Party. Aber ihr vergesst, du hast gesagt, der Minister. In der Minister mal, liebe Jid, kann ich reden, also wie ihr, also wie ein Proste beheim. Sag na. Ich meine, wie ein Proste Busse wie dumm. Ein Minister muss analysieren. Analysieren. Inflation, Stagnation, Definition, Abnegation. Kehren die große Werte, was sie gut nicht auf der ganzen Welt ist. Das haben doch lachte Käpte, Ministerien. Kehren so aus Werte. Sie gut nicht auf der Werte. Nu, es ist gut zu hören, Sie gehen und Schumacher noch so viele Jahre. Ich habe die zwei zusammen gesehen einmal und das ist gewesen in New York durch sich im Jahr 1952. Wir sind und meine Eltern sind die Namen Jigen und Schumacher damals nicht gewesen bekannt. Sie sind nicht gewesen also bekannt in Amerika. Aber es ist gewesen eine Unternehmung und wird gedungen, einen größeren Platz, also, und es ist gewesen eine größere Rolle. Und ich habe damals noch gewesen ein Jüngel. Und gesehen zum ersten Mal junge Menschen, was reden zwischen sich Jiddisch. Und ich habe verstanden, oder die Eltern haben mir erklärt, das sind die Neugekommenen von der Scheres Haplete. Was haben gekannt, Jigen oder gehört wegen Jigen und Schumacher im Poil Vater Mohammed und sind jetzt gekommen sehr. Das ist 1952. Damals haben sie sehr satirisch gewesen, oft scharf politisch. Und also ist gewesen in jenem Konzert. In 1952 sind vorgekommen die ersten antisemitische Prozessen in die kommunistischen Länder. Nicht im Sowjetverband, nicht öffentlich, das hat man noch nicht gewusst, aber öffentlich in Tschechoslowakien, in Ungarn, in Rumänien und so weiter, jeden in die kommunistische jüdische Führer hat man beschuldigt in Zionismus, in Verrat und in was nicht.
Und sie haben Jigan und Schumacher verbracht die Milchome-Jahren im Sowjetverband. Haben sie gut verstanden, das System und dem Kommunismus. Und ich gedenke die Skizze sehr. Eine ist gewesen eine Skizze in einer Twisse. Da sitzen 3 Menschen. Sie pflegen sich zuziehen, oftmal noch ein Menschen. Da sitzen 3 Menschen in einer Zelle, in einer Twisse in Prag, in Tschechoslowakien. Sagt einer, ich sitze, weil ich bin gewesen gegen Slansky. Slansky ist gewesen der jüdische kommunistische Führer, was mir heute vermischt wird auf Tod. Ich sitze, weil ich bin gewesen gegen Slansky. Sagt der Zweite, ich sitze, weil ich bin gewesen für Slansky. Sagt der Dritte, ich sitze, weil ich bin Slansky. Und das ist... Mit dem haben sie gewollt beweisen, dem Absurd von der sowjetischen Gerechtigkeit. Und noch einmal in der Twisse, das ist mal schön in Tel Aviv. Sitzen sie in der Twisse in Tel Aviv. Sagt einer, du weißt, als in Tel Aviv, als 2 Jiden sitzen, reden sie. In Moskau, als 2 Jiden reden, sitzen sie. Nu sitzen sie ja auch, aber sagt einer, oder ich denke, Jigan, singt das auch Philipp. Es ist besser zu sitzen in Tel Aviv, wie sein in Moskau auf der Frei. Und das hat der Eulam aufgenommen mit Gelächter und gepatscht mit den Händen. Weil als Sach von die Neigekommen haben sie in euch gegeben, evakuiert oder verschickt im Sowjetverband. Und euch gehabt, was zu sagen und zu singen wegen dem. Nur sehr satirisch versteht sich nicht gewesen, bloß wegen dem. Ich denke, sie haben ein bisschen satirisch geredet wegen Amerika, wegen die dämmertige Landsmannschaften, wo die Landsmannschaft von Lekiv will nicht annehmen ein neues Mitglied, weil er ist nicht kein Lekiver, nur ein Hinterlekiver. Das spielt von Wort. Und in ein Programm bedankt Jigan, die jüdische Gemeinde von der Stadt, der gesagt, wir haben gehabt, waren es waren aufgenommen aber da in Milwaukee haben wir noch gehabt den warmsten Aufnahme. Schumacher rein in euer Ganseln, wir sind nicht in Milwaukee, wir sind in Minneapolis. Ich meine, als ich habe gesagt, Milwaukee, versteht sich gemeint Minneapolis. Danach kommt der Führer von der jüdischen Gemeinde, bedankt sie und sagt, dass wir hoffen, dass wir zu uns kommen noch einmal. Und efter das Zweite, was wird gedenken, als ihr seid in Detroit und nicht in Minneapolis oder in Milwaukee. Und in Yisrael habe ich gesehen, Jigan allein, versteht sich kein Satire, wegen Yisrael hat nicht gefällt. Aber etwas ist gewesen anders. Ich bin ein älterer Eulam und es hat gefällt der Back and Forth, der hin und zurück zwischen die zwei, was ist sehr wichtig für Komödianten, also Abbott und Costello oder Laurel and Hardy, es ist klassisch. Aber von deswegen hat man größer Anhör gehabt. Von Chivy hat noch gemacht, er hat noch gemacht Golda Meir, mit der Perücke und mit der Beitel in der Hand. Ich meine, das ist sie. Ja, das ist ein Thema für sich, Jiddisch in Yisrael. Lass mich entdecken, aber ich will nutzen die Gelegenheit zu sagen, 2 Sachen wegen dem. Einer ist wegen einem Buch, was ist Arois letztens, wegen Take Jigan und Schumacher. Aber das ist zum Bedeuten auf Hebräisch. Der Mensch, was hat das angeschrieben, heißt Diego Rothman. Das ist von Hebrew University Press oder besser bewusst wie magnuspress.com. Und auf Englisch ist die Übersetzung The Stage as a Temporary Home. Ich weiß nicht, ich kann es ausreden auf Hebräisch. Ich sehe euch wie Habima, Kabayas, Arai. Ich weiß nicht genau. Arai, ja. Arai, okay. Und, aber ich habe gehört, es ist ein ganz fein Buch und wenn wir wird haben
die Möglichkeit, das zu lernen auf Hebräisch, wollten wir gekannt einladen, Diego zu reden mit uns auf unser Programm. Und, okay, ja. Kann man nicht übersetzen. Ja. Übersetzen. Meine auf Englisch soll reden Jiddisch. Ja, ja. Er kennt reden Jiddisch, aber schreibt er nicht so gut. Aber Noverstern hat das sehr gelobt zum Himmel. Ist gewesen sein Student bei Hebräischer Universität. This is WUNR Brookline. Shalom Aleichem, this is Jamie Chaimi Elman. And this is Ellie Laser Battalion. Und wir sind die zwei Mischugoyim von der Webserie Yid Life Crisis. Ihr hört die Radioprogramm Das Jiddische Kohl auf WNR 1600 AM, Brookline, Boston. A Dank für den Herrn. Hot Hanoye! Shoshanas Yaakov, Salam V'Samecha, Irosam Yaakov, Teheles Mordechai, Shoshanas Yaakov. Und die erste Sache, was ich habe gewollt sagen, vergesse ich schon, aber lassen wir jetzt sich wenden zu der Diskussion wegen Purim und jiddischen Humor. Komm ernst. Erst kann ich beten Michel, weil ich sehe, als hat angeschrieben das Buch Rhapsody in Schmalz, was man kann kaufen, sicher durch Amazon und seine ganze Reihe Bücher, was hat angeschrieben ist, wollte man ihm gekannt rufen, Mumche auf jiddischen Humor. Michel? Mimche, ich bin nicht kein Mimche. Ja, Rhapsody in Schmalz hat gar nichts zu tun mit keinem jiddischen Humor. Aber man halt das jüdische Kochen nicht für kein Min Humor. Nur, verwusst, ja, man fragt oft, verwusst assoziiert man Purim mit Freilichkeit, mit Verkehrtheit. Verwusst geht alles darum im Purim, nicht in kein andere Jonteufen. Und das ist schon interessant, weil Purim ist der einzige Jontef. Purim ist nicht kein Jontef in der offiziellen Sinne. Es ist auf Jiddisch ein Ausdruck. Purim ist nicht kein Jontef. In Kishentuch ist es nicht kein Klule. Verwusst also auf Purim, weil als verkehrt, weil jeden haben nicht nur gewinnen im Purim. Sie haben euch gewinnen in Chanukah, nur es hat gekostet tausender Lebens. Purim hat man nicht ihm gebracht, kein Einjiden. Und das ist das einzige Mal in der ganzen jüdischen Geschichte, wo es jeden seinen Aros also ist. Das ist verkehrt. Das ist verkehrt von der Heulen, von der Teve. Das trifft sich nicht sehr oft. Die jüdische Humor, ich meine, sie bleibt auf einer Smach, auf einer Basis, von als geht, als kehrt sich über. In einer gewissen Sinne. Man fragt, es ist eine kmoiloimdische Frage, ein bisschen eine Klotzkasche, was hebt sich die Megillah an mit Achashverischen? Achashverischen, man weiß schon, als man hebt nicht an, als mit der Mann nicht keine Rusche. Und Achashverisch ist nicht gewähnt als ein Rusche Merisha, so wie Homen gemacht schmoi, nur es gewähnt da schicker, nicht kein Statechner Ben Udem, man sagt, dass es gewähnt ein Melech-typisch, ein narischer König, ist verwusst, hebt, sagte Megillah, und mit dem, verwusst nicht mit dem Emerson Held von der Megillah mit Mordechai, nur ist der Teretz, weil man hebt sich nicht tun mit Kaiden. Das ist der mein Humor, was man findet bei Jiddischreder. Das ist nicht der einzige Min. Nur
das, was man sieht, dem Interchelik von alles, was Titzach auf der Welt. Ich meine, das Purim hat euch zu tun mit der Zeit von Jahr. Es ist mir rausgekommen einmal, mit einem Gefangenen in Israel, sich abgestellt in Räumen und damals ist es gewesen Karneval in Räumen. Mit der Woche später bekomme ich ein Athen in Griechenland und das ist laut sehr Kalender damals gewesen, noch einmal ein Karneval. Und angekommen in Israel ist gewesen Purim auch ein Karneval. Es ist die Zeit für ein Jahr, wenn sie geht sich, jeder geht, hebt dann sich zugreifen zu einem ernsten Jontef, das heißt Pesach und euch bei die Goyim Easter. So darf man haben einen freilichen Jontef sich zu gesegnen mit die freiliche Zeit. Nur noch in die alle Karnevalen ist euch, tut man sich an verkehrt und in andere Kleider und man kleidet euch am Melech von Karnevalen in New Orleans und so weiter. Also ich meine, sind noch mal ein bisschen reingesappt von der größten dicken Welt. Den Begriff als jeder begreift sich zu einem ernsten Jontef wie Pesach, darf man haben ein Stück freilichen Jontef, jeder die ernste Zeit hebt sich an. Also ich suche sich mehr. Das ist meine Erfahrung. 3 Karneval. Ja, das dachte ich, mir dachte ich, also Beulet, was man antliehen, die Karneval-Aspekten von Jontef bei nicht jedem. Ja, das ist Beulet, weil man gefindt von dem nicht keine Spur in den älteren Texten, nur als wird gemacht ein Stückel Jontef. Und was hat man getan? Man hat gegeben Matunis Lani, man hat gegeben Matunis die Ohrenmaleit, dass es kein haben eine Sede. Und von der Sede ist es, dachte ich, es ist alles herausgewachsen. Also hat sich entwickelt. Pinkt das so wie bei der Goyim. Ja. Das Wort allein hat etwas zu tun mit, wie wollte ich gesagt, wie heißt auf Englisch, Festival of Lights. Lights, ja. Ja, das ist Apur ist ein Geurl, ja. Ja, der Geurl hat sich dann ein bisschen schon mit dem Spiel von Hazard, sozusagen, in dem Namen allein. Aber mehr jeden Mengen haben wir freilichen Jontef euch. Und sollen jeden haben von Purim. Danke, Modne, als das ist mir keinmal nicht eingefallen, als Purim darf man sich freuen, weil Kashum Jid ist nicht gefallen. Und mit der anderen Jonteuven lachen wir, sind wir zufrieden mit dem, was man sich herausgereiht wird, ja, viele Halbheit. Und, aber es ist allemal da ein Stück treuer davon. Und da ist es gewesen, an der Sache im Ganzen. Der beste Jontef ist nur hier ein größtes Sanderrasch. Hier geht es ihre Schikiven, in jeder Chaptanasch. Den gab es Weibel, sie a viele tanzen quält verbreit. Eider sie geht, der Megille, is Jontef ungegreit. Oi, Pirim, 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 is a Freudenstieg. Kapsunen men Gewirim, a jeder hat ihm lieb. Men hat mit trinken es will sich noch. Schickirim gleichen Pirim, chotsch 20 Mal a Woche. Oi, Mott ist nicht, wenn die Buchirim, wo sie spenden Geld. Doch wenn der lebt, den Pieren brennt gura Welt. Sein Mime hebt Farim und Greiten, Schnaps in Wein a Flasch. Macht a Kiddisch a sa Breiten, quält, hat Sanasch. Oi, Pirim, 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 is a Freudenstieg.
denn es will sich noch. Schickir im gleichen Pirim, hotsch 20 Mal a Woche. Treurig, was es gewähren, mir befreien sagt, zu dem, was ein Volk hat gemacht, der Genozid gegen ein anderes Volk. Aber zu bedeuten ist der Volk, was hat gemacht, den Genozid, gewähren die Jeden, Emmes? Ja, aber ich weiß nicht, was es gewähren ein Genozid, mit gehabt geschlagen. Geschlagen mit Gewalt umbringen Jeden. Haben sie sich gestellt anzeigen? Okay, so kann man nicht rufen nach Genozid, aber es gewähren ein Blutbad. Man hat ausgehakt alles an, noch nicht das ganze persische Volk. Etliche Würfel, etliche zentliche Tausende Menschen. Aber noch nicht das ganze Volk. Man ist geblieben, laut der Mythologie, ist man geblieben in Porus, in Persien, in Gulis. Also, dort hat sich aufgespotzt der ganze Gemurre, hinter die Sassanids. Die persische Herrscher. Die persische Malachim. Man ist geblieben dort. Man hat nicht umgebracht, man hat nicht ausgeraten. Die persische, man hat nicht gewollt ausraten. Die persische Zivilisation von der Welt, nur die, was man hat gehalten für ihre Söhne. Und das ist, wenn Sache ist Taki ja einmal geschehen. Und das, man kann das euch, man kann dem euch zweifeln. Was ist nicht? Wo ist es geschrieben? In Tanach, wie ist es geschrieben, als es passiert? Ja, bei der persische ist nicht keine Spur von dem. Ja. Ja, es ist ein bisschen ein anderes Sort Teil von dem Tanach. Das ist das einzige Ort, einzige Kapitel, also ist zu sagen, wo Gott wird nicht der Mond. Ja, und man hat, es kann sein, als etwas sehr lokal ist geschehen, weil man hat nicht gewollt, es gewähnt sich über den Machen von Piram Ajonte für ganz klar Yisroel, weil sie dann einmal gewähnt viel sehr Sache lokale Purims, also zu sagen. Für Kehilas, wo sind geraten wird geworden, von Asam in Sakone. Und sie haben gefragt, für was die von Shushan und nicht mehr. Für was müssen sie gewinnen und nicht mehr. Aber ich meine, Lea hat sehr eine interessante Frage. Sie existiert eine Historie von dieselben Geschehnissen von nicht-jüdischen Mekorim? No, im Ganzen nicht. Punkt wie von Mitzrayim. Die Ägypter schreiben nicht, als mit der Reus, die Juden sind da weg. Reus von Mitzrayim, wie ist es geschrieben? Auch kurz bei uns. Ja, nicht bei der Mitzrayim. Nein. Nun, wir haben unsere eigene Tradition. Ja, das. Und macht nicht, es fällt bei die anderen. No, es ist interessant, und ich habe gerade vergessen, als wir vielleicht einmal probieren, proklamieren Purim in, lassen wir sagen, in einer Stadt in Deutschland, im Mittelalter, in Regensburg, oder wo man hat geraten wird, die jüdische Kehille. Und erklären Purim Kosten. Und das ist gewähnt ein lokaler Purim. Als man es in Regensburg, Lamuschel, ist Handpurim, nur in München ist nicht Purim. Ja. Nun, bei uns ist heute Purim. Morgen ist es. Morgen ist euch. Jontev Groß. Nu? Ja. Das ist ein größer Jontev und man darf ihm praven. Ja, gib ihm mal Groschen und warf ihm mal raus.
Mit das etwas sagen, als wir reden wegen fröhlichen Sachen, lassen wir reden ein bisschen wegen jüdischen Humor. Was stellt man sich vor, spezifisch der jüdische Humor? Das ist eine komplizierte Frage. Alle wissen, dass es da eine Sache wie jüdischer Humor, aber mit was ist das anders von allen anderen Humor? Ja. Gut, Humor. Ich habe nicht gedacht von dem. Also ich habe gesagt, ich weiß nicht, was das ist typisch oder charakteristisch jüdisch, einmal in dem jüdischen Humor, äußer wenn etwas von der draußendicken Welt stößt sich an mit etwas jüdisch, gewöhnlich auf ein Imderwarten Eufen. Ich gedenke noch, ich denke dir, und das ist nicht kein jüdisch Witz, was ich will erzählen. Na, als ich bin gewesen noch ein Kind, sind noch geblieben, ungehalten, gezahlte zu Radioprogrammen von der so geriffenen goldenen Kiefer von der Radio auf die Air. Und das gewesen, ich rede jetzt von 1959, 1960, Lemuschel, in meiner Mitte aller Schulen, hat lieb gehabt, sich sitzen hören zum Radio. Und es war gewesen damals eine Seifopera mit der Heldin, so eine unbemannte Frau. Und in den Mitteljahren, in jedem Tag beim Unheilprogramm pflegt man annoncieren, als die Helden. Nicht gekickt auf die alle Maniers, die alle Sträuchelsteiner, wo sind die gelegen in Weg, als die Heldin will beweisen, wie man vielleicht sagen, öfter gedenkt ihr, dass, because a woman is 35 or more, romance in life need not be over. Die Liebe kann sich unheben zu 35. Und nachdem pflegt man der Mannen der Helden beim Namen. Und jeden Tag hat man Mittag sich ausgebrochen mit der Gelächter. So hat man gekauft mit Gelächter. Ich habe nicht verstanden. Nur die Frau, wie hat sie geheißen? Sie gedenkt damit so. Now, this is the romance of Helen Trent. Und jedes Mal, wo sie vielleicht her, und am Mittags gewesen, fremde jüdische Ballabuste gegangen, Mikven, also weiter. Na, jeden Tag, als sie hat gehört, Helen Trent, hat sie sich zerlacht und uplachen von dem. Und ich bin gewesen ein Kleinkind, da hatte ich verstanden, so, Mama, ich wusste so komisch, wusste zerlachst die Sache, vielleicht zu mir sagen, sigur nicht. Na, das wird schon von dem wird schon ein jüdischer Humor euch. Ich bin ein Schreiber einmal Ausschwanger. Ja, vergessen, was hat geschrieben wegen jüdischen Humor. Und vielleicht sagen, als geschrieben, als der jüdische Witz ist anders von den Witzen bei den anderen Völkern, was bei den anderen Völkern ist da Punchline. Ja, Spitzel, ja. Und fertig. Bei Jeden aber ist eine verrane Asam im falscher Punchline und dann erst später kommt der Emerson Punchline. Und mach mal eine Minute. Gedenke ich dem Witz, was hat genutzt wie ein Moschel. Wie ein goyischer Witz. Ein Poyer kommt zum ersten Mal in einer größeren Stadt in Warschau, wenn man sagen, man weiß nicht mal Telefon. Als nicht, da kämen Herren beieinander Warschau noch in einer anderen Stadt. In Polen viel in ein anderes Land. Und kommt zurück in sein Städtel, sein Dorf, und erzählt, die Menschen wegen dem sagen, es ist nicht möglich. Sagt, das ist ja möglich. Es ist ein größer Hund, was der Kopf ist in Minsk und der Eck ist in Pinsk. Und geht er mal zu dem Eck in Pinsk, haftet er in Minsk. Das ist der goyische Nusser. Der jeden Fort kann waschen, dieselbe Sache. Man sagt, man weiß nicht, Telefon, man kann reden, weit im Warschau, in einer anderen Stadt, als weiter, er kommt zurück in seine Stadt und sagt, jeden,
gewöhnlich ein Telefon, wir können reden in anderes Teil von einer Stadt in einer anderen Stadt und sagen, nee, ist nicht möglich. Sagt er, was sagt, das ist nicht möglich? Das ist ein größer Hund, was hat Kopf in Minsk und der Eck ist bei ihm in Pinsk. Wir gehen mal zu dem Eck in Pinsk, Hafket in Minsk. Die Jeden sagen, Herzog, wir verstehen noch alles nicht, was das ist. Sagt er, was heißt, ihr versteht nicht? Das ist doch dieselbe Sache. Nur an dem Hund. Und das ist der... An dem Hund. An dem Hund. Das ist schon typisch jiddisch. Das ist, also zu sagen, mit Teitsch, da ist dem Witz. Der Teitsch ist kein Teitsch nicht, aber auf etwas darf man doch sagen, was weisen ein bisschen Chochme. Und das, ich weiß nicht, das ist sie nicht, aber er hat probiert, andere haben probiert, weiß mit was der jüdische Witz und jüdischer Humor ist anders wie bei den Umesaulen. Kann ich erzählen einen Witz? Ja. Wer hat einen Witz? Ich habe einen Witz und ich will das erzählen und übergeben danach ein bisschen wegen dem Mensch, was hat mir gegeben, den Witz. Es ist ein bisschen pfefferdick, sollte ich sagen. Ein älterer Paar Volk ist gesessen in der Heim und ist gekommen, ein Social Worker. Sie geben Ärzte bei sie. Und er sagt zu der Frau zuerst, sie hat beide Intercourse. Sagt sie, was? Sie sagt, sie hat Intercourse. Die Frau sagt, ich weiß nicht, fragt bei dem Mann. Und sagt sie, Moishe, Sie haben mir Intercourse? Entweder, nein, wir haben nicht Intercourse, wir haben Blue Cross. Ja. Wir dachten, haben in Sinn die Insurance. Das hat man in Sinn. Aber jetzt, was ist ein bisschen, nicht Purim, nur was man lacht ab von was man ein ganzes Jahr nimmt man erst. Und das ist Kaschres. Former Jid in Miami spaziert und sieht ein Restaurant, was heißt Koscher. Miami hat nicht gehabt, keinen Namen für Kaschres und abgehit Jüdischkeit. Aber von deswegen steht er in der Tracht. Kommt da aus der Balabas und sagt, Rabbi, was steht hier? Kommt da rein. Und sagt er, ich esse Koscher mein ganzes Leben. Und da in Miami bin ich nicht sicher mit Kaschres. Sagt er, was seid ihr? Kommt herein und geht da guck. Seht, was hängt bei mir auf der Wand. Es hängt mir ein Bild von Moshe Rabbeinu, von David HaMelech, von Shlomo HaMelech, von dem Rambam, von dem Vilna Gaon. Sagt er, herzlich ein. Wenn ihr wollt gehangen und sie wollten gekocht. Damals wollte ich da gegessen. Oh, ja. Okay, ja. So, darf man analysieren, für was ist das komisch? Es ist komisch, aber für was? Ich habe gewollt, Entschuldigung, ich habe gewollt geben Kredit den Menschen, was hat mir gegeben, den Witz wegen Blue Cross. Und heißt Mr. Mechalowitsch. Ich habe ihn gesehen in Schiel. Und hat gesagt, ist ein bisschen schämmerdick und ist ein bisschen schwer für ihn zu reden auf unser Programm. Schon einmal wird kennen. Aber ist bei 92 und ist ein Leben geblieben von Chorben von Karpaten Russ. Ist gewesen der Einzige in seiner Sprache dort, was hat übergelebt. Verloren 6 Brüder, Schwester und eine Mama. Ja. Und das weiß, als Menschen, was haben wir durchgemacht, Auschwitz, haben wir auch Husch für Humor einmal und einmal sehr eine Sache. Und ich kann sagen, dass das hat übergegeben in Schiel und unser wunderlicher Rav ist gesessen, verhabt und ihm ausgehört. Und das gewinnt von den reinigsten Witzen, was hat übergegeben. Auf der Thema wegen, sie können lachen nach Auschwitz und auf viele die Frage, ist der Holocaust funny, ist da sehr guter Film, was ich rekommendiere. Es heißt The Last Laugh und das ist ein Dokumentarfilm von 2016
mit Mel Brooks und Gilbert Gottfried und Karl Reiner und Asach Bekannte wie euch von Leben gebliebene in dem Film reingerechnet Renee Firestone, sehr bewusster Mensch von der Scheres-Aplete. Interessant. Ich will sich der Tage eingucken in dem. Ich will übergeben Menschen Social Media oder Webseitlich, aber ich meine, als Sholem hat eine Webseite, ihr hat Wörterbuch.org, was ist eure Webseite für euer Wörterbuch. Und Lily, also ich weiß, wie ich weiß, hast du nicht keine Webseite, ja? Nein, ich habe nicht eine Webseite, nein. Aber man kann sich wenden zu circleboston.org für Informationen wegen Leias Jiddischklassen bei Arbeitering. Und Michael Wex hat eine Webseite michaelwex.com, right? .com, ja, und euch eine Seite bei Facebook, eine Fanpage, wie man sagt. Michael Wex auf Facebook. Oder Pinkas Apunem. Das ist recht. Auf Twitter, Real Michael Wex. Ich gehe keinmal nicht auf den Twitter. Ich habe mehr für Donald Trump. Ja, als man klappt ein Real, danach kommt ein Real Donald Trump. Ja. Michael Wex. Ja. Wie soll wird alle verbringen Purim? Mit Essen und Trinken. Wie verbringt man in der Zuhören zu der Megille? Und ich will sicher sein zu lernen Mangas Megille. Ja, aber es schneit nicht, wird sein ein richtiger Jontif in Toronto. Sehr gut. Vergnügen zu verbringen mit euch alle Scholem, mit Michel. Und lassen wir sich treffen, lebendige Heid und sein gesund. Und danke noch auf Simchas. Amen. Ja. Das ist ein gewähner Vergnügen. Danke für die Verbeitung. Mehr. Nicht auf was, mein Vergnügen euch. Okay, Ja. schönen Dank. Okay. Bye bye. And I get the show. Bye bye. Ja,